Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 13. Plattdeutsch, wat is dat? Wat de Lüd in Deutschland Plattdeutsch neumt, dat het mehr als een bedüden. Erstens, all de Sprachform, die sich platt neumt. Door hört nicht bloß de Sprach von Norden toe, man auch ein paar deutsche Dialekten in Süden. Rheinische, Döringsche, Alemannische und noch andere. Zweitens, die niedersächsischen Dialekten, die als ein Sprach zusammenhört. Das ist der Sprach, die von Altsächsische abstammt und nicht von Altdeutsche oder Althochdeutsche. Niedersächsisch. Ist das bloß in Niedersachsen? In Niedersachsen und in 7 andere deutsche Bundesländer. Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Und das Sprach wird auch im Nordosten von den Niederlanden snackt, in den Provinzen Drenthe, Friesland, Gelderland, Gelderland, Groningen, Groningen und Overijssel. In früheren Tiden snacken auch noch ein Berglüd wieder nach Osten toe, langs der Ostseeküste. Und dort wird der Sprach auch noch in Nord- und Südamerika und anderwegs in der Welt snackt. Die meisten Mennoniten in aller Welt haben immer eigenen Dialekten, der aus Ostpommern stammt und Plattdeutsch heißt. Man, warum Niedersachsen? Weil dat der sächsische Sprach von den Niederlanden ist. Von Deipland, von Gleichland langs der Nord- und Ostsee. Man, Sächsisch snackt sie in Sassen. Ja, so nimmt sie von dort die ostmitteldeutschen Dialekten von Freistaat Sassen in Ostdeutschland. Man mit de Wohnsassen und jümmer Sprach hebt die absolut nix zu tun. Den Namen kriegen sie, weil dat sie einstmal mit dem Norden verbunden wären. Han de Dialekten von Hüdigen, Freistaat Sassen, den Namen nicht kriegen, denn heit de Sprach von Norden nur Sassisch und nicht Plattdeutsch. Und wo kein sind de Wohnsassen? Dat sind de meisten Deutschen und Niederlanders, die für Irland Plattdeutsch oder Niedersächsisch snacken. Ma de Sprach wird auch von Menschen snackt, die von Angeln, Fräsen und Slawen abstammt. Mit de Wohnsassen fing dat an Nordend von de Elfmühlen an. Jümmer Stammsname käm von Sachs, Jümmer lang Mess und kurz Weyert. Bi Lütten spreiden sich de Sassen mit Jümmer Sprach nach Süden, Westen und Osten ut. Jümmer Land ha 4 Delen.
Nordalbingien, Engern, Westfalen, Ostfalen. Die Sassen han kein Monarchen, bloß Häuptlingen und Vertreters von lüdere Stämmen. Die Römers han versucht, das Sassenland zum Kolonie zu machen. Man die Sassen und andere Gemorn möchten die angreifen auf. Dat gäf auch Sassen, die lieg als de Wikingers langs de Nordseeküst rumströmen und die Menschen bis nach Frankreich und England hin unter Druck setzen und sich da auch anbauen. Man kolonisieren war Sassen den Südosten von Britannien, zusammen mit Angeln, Jüten, Friesen und paar Franken. Op die Wies wird Sprach een von de Grundlagen von Angelsassische, auch als Altenglisch bekannt. Die Angelsassen im Süden nehmen sich zuerst noch Serkse, Sassen. Und jümmer federn günstigst Nordsee nehmen sie Erlserkse, Oldsassen. Die meisten Angelsassen würden zu Christen und sie stüren Bekehrers zurück über die Nordsee. Sie und die Oldsassen können einander schiens noch verstehen. Und dann kämen die Franken unter Karl den Großen mit Kreuz und Schwert auf de Sassen Dohl. Nach 33 Jahren Abslachterei würden die Sassen tot Christendom gedwungen. Bremen und Hamburg würden als Bollwerken von frankische christliche Macht in Sassenland aufgebaut. Hamburg auch als ein Bollwerk gegen Wikingers und Slawen. Bei Lütten käm de sassische Blöitied. De Hansetied, de hanseortische Handelsgill domineer de hele Ostsee und Delen von der Nordseeküste. Das mittelalterliche Sassisch wird zum Verkehrssprach rund die Ostseeküste und han borsig Inwirken auf de Lokalsprachen. De Sprach spreidt sich wieder ut, besonders in fräische und slawische Rebellen. Op diese Wies verlören de Ostfriesen jümmer fräische Sprach und würden zu Platznackers. Sind Niedersassisch und Niederdütsch de sylvige Sprach? Ja und nee. Die meisten Deutschen meint, das sind zwei Norms für ein und derselbige Sprach. Man in der Sprachwissenschaft ist Niederdeutschen eine Gruppe von Sprachen und in der ist Niedersassisch man bloß ein von den Lidmorten. Die anderen Lidmorten von dieser Gruppe sind Niederfrankische, Holländisch-Flämisch, Afrikaans, Limburgisch und Bayerisch. Warum ist der Sprach nun nicht mehr von großem Belang? Klar, dass der niedersächsische Sprach von großem Belang ist für Menschen, die snackt, die leef hebt und die lernen wollt. Man, ja, die meisten Menschen meint,
sie ist bloß was zum Amüsieren. Und in der Welt ist sie unbekannt. An ein von 17. Jahrhundert ging der Hanse unter. Die Macht käm nu von Süden in Norden. Und mit und mit der luthersche Reformation käm der deutsche Sprach. Der sassische Sprach wär wie Lüttentow Plattdeutsch. Der Sprach von der Lüttenlüd, das minhaftig ankeken. In de Schulen wird sie auch nicht mehr zulauten. In de Niederlanden was dat lieg so eine holländische Macht. In 19. Jahrhundert fingen paar Schreiberslüd an, sich wieder mit der Sprach zu bemengen. Klaus Groth was ein manchum. In Norddeutschland kämen nach dem Zweiten Weltoorlog verdrevene Menschen aus dem Osten an. Die meisten konnten kein Plattdeutsch. Und die da all waren, die fingen deswegen an, bloß Hochdeutsch zu snacken. To de Tiet von deutsche Wertschubswunne wär Öllern und Großöllern anrot, dat sie de Kinder de oude Sprach nicht beibringt, wenn sie wollt, dat de Kinder dat to wat bringt. Dat bedurt nu männich ein. So ist dat bei Minderheitensprachen in der hele Welt. Sie ward als männhaftig und als Stukers ankeken. Oder sie ward in der Lüttehug von Heimatschreiberei und Amüsement schaffen. Ist de Sprach nu noch zu bergen? Dat kümmt dorp an, wat wie nu mit dot. An en von 20. Jahrhundert gäf dat wieder mehr Vermog an de Sprach. Nu deit sie endlich in den Niederlanden und in Deutschland amtlich als regionale Sprach gelten. Wisse Menschen dort de Sprach nu wieder positive ankicken. In Deutschland folgen sogar als Mutsch und schick. Man wahrhaftig authentische Sprechers sind nu knapp zu finden. Utsprach, Wortschatz und Grammatik ward mehr und mehr verhochdeutscht. Den Vorschlag de Sprach einen überregionalen Standard zu geben, der wird zumeist abwiesen. Auf schonst ein Standardsprach und eigene Schriftweise nötig sind, wenn Sprach für Vollnorm waren schall. Für meine eigenen Dialekten könnte Lüd Liegers noch schreiben. Zurück zu der Frage. Ist der Sprach nur noch zu bergen? Dat könnt wie bloß den zu Weg bringen, wenn wie Plattdeutsch für voll nehmt. Für voll nehmen? Was soll dat bedeuten? Erstens, ernst nehmen und als ein eigenständiges Sprach ankicken. Liegt als andere Sprachen in der Welt, nicht bloß als ein Cluster von Dialekten unter der Macht von Deutsch und Holländisch. Zweitens, läng noch alle Tiden, Heimatduselei, Amüsement, Spijökenkram, Volkskomödien, klar, warum nicht? Man nicht bloß. Wahre Sprachen hebt mehr zu beten. Drittens, die echte Sprach unterrichten. Plattdeutsch verwordert mit Hochdeutsch für Theater, Radio und Fernsehen bringt die Sprach nicht wieder. Klar, pure Sprachen find's nams. Man dat verplören mit Willen,
dat is een heel andere Sorg. Viertens. Der Sprach in der Welt bekannter Morgen. Plattdeutsch, Niedersächsisch, in Kontakt mit Englisch, Chinesisch, Arabisch, Swahili oder wat auch Jimmers an Deutsch und Holländisch als Vermittlers. Warum nicht? Tschüss. Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.